ist doch unser Hund der Schorschi davon. Über die Straße drüber, auf die Wiesen, rein ins Gebüsch. Bleibt mir natürlich nichts anderes übrig, ich dem Hund hinterher auf alle Viere auch rein ins Gebüsch. Und wie ich so halber drin war, der Arsch war noch draußen, hör ich hinter mir meine Nachbarin. Ist Ihnen der Hund davon, Herr Frei? Sie, die ganz andere, die fränkische Maultaschen. Normalerweise ist die an der Fensterbank angewachsen. Öko-Veggie aus Überzeugung, aber seit Jahren aus ihrem Gewand rausgewachsen. Man hat die immer so hautenge T-Shirts an, dass man den 3 Nummern das kleine BH durchsieht. Kennen's, oder? Die schaut dann immer so aus, als hätte die 4 Busen. Ja, weil das Tuttengeschirr nicht passt. Der Schorsch, der hat halt ein Temperament, nicht wahr? Sind's am Suchen? Na, du Quamper, die Biotonne, ich grabe gern da am Boden zwischen die Ameisen und Hundehaufen umeinander. Wie bitte? Ja, Frau Schulte-Eisberger-Hobelspahn. Er ist mir halt ausgekommen. Ach, Sie waren das? Ich dachte schon, was da so intensiv riecht. Was? Da sind schon wieder. Nordic Walking ist ja mittlerweile ein richtiger Volkssport geworden. Wobei ich bin ja ein großer Freund von Verschwörungstheorien. Und was das Nordic Walken angeht, da habe ich meine ganz eigene These. Diese Nordic Walker, das sind überhaupt keine Sportler nicht. Das sind wiedergeborene Kelten, die in ihrem früheren Leben Druiden waren und heute dazu da sind, die Erde zu akupunktieren. Ja, weil mir die Erde heutzutage so herreibern, dass die das selber gar nicht mehr da packt, sich zu regenerieren. Und deswegen braucht's eben diese nordic walkenden Druiden aus der alten Keltenwelt zum Bodenvertikutieren. Ja. Da. Akupunktieren schon wieder. Eigentlich fahre ich gar nicht so gern mit der S-Bahn. Das letzte Mal, wie ich gefahren bin, haben sie gegenüber 2 Besoffene hingehockt, jeder eine Reisehalbe in der Hand. Und der eine hat ganz traurig geschaut. Sagt zur Spezi, sag einmal, Wickerl, was schaust denn du so traurig? Sagt der, meine Schwiegermutter ist gestorben. Was, deine Schwiegermutter ist gestorben? An was? An der Kartoffelsuppe. Hä? Deine Schwiegermutter ist an der Kartoffelsuppe gestorben. Wie ist denn das zugegangen? Meint der andere, ja, die Schwiegermutter ist in den Keller runtergegangen, wegen die Kartoffeln, auf der vorletzten Staffel, also Stufen, hat sie es gestranzelt, hingehaut, Knackbrocher, tot. Oh, das tut aber weh, hä? Was habt ihr denn dann gemacht? Sagt der andere, Nudelsuppen.